Der Bruder Mustafa George de Berry stellte in Riyadh im Königreich Saudi-Arabien am 23. Scha'ban 1433, das entspricht dem 13. Juli 2012, folgende Frage an Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhullah. Quellenangabe hierfür ist in der Linkbeschreibung. Die Frage ist die folgende: Wie können wir es verstehen, dass einige Gelehrten eine Person loben, aber andere Gelehrten der Sunna warnen gegen dieselbe Person? Die Antwort von Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhullah ist die folgende: Diese Situation hat 2 oder 3 Wege, die hier auftreten können. Erstens, der Gelehrte, der diese Person lobt, ist unwissend, weswegen oder warum der Gelehrte ihn kritisiert hat. Und deswegen fährt er damit fort, ihn als zuverlässig und vertrauenswürdig anzusehen, bis das Wissen für den Grund der Kritik zu ihm gelangt. Wenn das Wissen ihn erreicht, wird er niemals darauf beharren, diese Person zu loben. Das, was bekannt ist von den Gelehrten der Sunna, ist, dass wenn der Grund für die Kritik gerechtfertigt ist, so werden sie niemals zögern, dies zu tun. Ein Beispiel hierfür ist die Geschichte von Imam Ahmed, als er von Dawud bin Ali abließ, möge Allah mit ihnen beiden barmherzig sein. Und er, also Imam Ahmed, weigerte sich, ihn zu besuchen. Was war der Grund dafür, dass er sich weigerte? Der Grund dafür war, dass Imam Muhammad bin Yahya al-Dhuhli, rahimahullah, einen Brief an Imam Ahmed schrieb und ihn damit informierte, dass Dawud bin Ali den Glauben hatte, dass der Koran erschaffen war. Und Imam Ahmed, rahimahullah, akzeptierte diese Information, weil er Imam Muhammad bin Yahya als zuverlässig und vertrauenswürdig ansah. Er, also Imam Ahmed, fragte nicht nach dem Beweis von Imam Muhammad bin Yahya, denn er sah ihn als jemand Zuverlässigen an. Auch sagte er nicht: Stimmen andere mit dir darin überein, was du über Dawud bin Ali erwähnt hast? Diese Geschichte verdeutlicht die Falschheit des Glaubens, dass es eine Einigkeit unter den Gelehrten geben muss, um die Kritik einer Person zu rechtfertigen. Diese falsche Meinung ist eine der Fundamente, welche von den Anhängern von Ali bin Hassan al-Halabi unterstützt wird. Zweitens, das Lob ist beschränkt. Also es bezieht sich auf eine bestimmte Tat oder Eigenschaft der kritisierten Person. Diese Form des Lobes widerspricht nicht der Kritik, welche über diese Person erwähnt wurde. Das, was der Kritik widerspricht, ist ein allgemeines, breites Lob. Zum Beispiel, wenn ein Ash'ari, Maturidi oder sogar ein Mu'tazili korrekt in einer Anzahl von seinen Aussagen ist, so würden wir sagen, dass seine Aussagen korrekt sind und wahr sind. Und wir würden uns ihm gegenüber erkenntlich zeigen für seine Korrektheit. Dieses Lob ist begrenzt und bezieht sich auf seine Aussage der Wahrheit. Und es ist kein Lob, welches allgemein oder umfassend ist. Was das allgemeine Lob angeht, so wenden die Leute der Sunna diese Art von Lob nicht auf die Leute der Erneuerung an. Dies zu tun, würde für ein Durcheinander sorgen und Verwirrung verursachen für denjenigen, der so ein Lob hört oder liest. Aber wie wir zuvor erwähnten, dies könnte passieren, wenn die Information, die sich auf die Kritik der Person bezieht, den Gelehrten noch nicht erreicht hat. Oder es hat ihn erreicht, also die Information, aber es wurde ihm auf eine Art präsentiert, die nicht klar ist. Wie auch immer, wenn der klare, sichere Beweis den Gelehrten erreicht, der auf der Sunna ist, dass eine bestimmte Person kritisiert wurde, so würde er wahrlich nicht zögern, dem zuzustimmen, so wie ich es euch zuvor erwähnte. Und die Beweise, die dies unterstützen, sind vielzählig. Drittens, tatsächlich gibt es noch eine mögliche Situation. Und das ist der Manhaj, die Methode, die von den Ikhwan al-Muslimin eingeführt wurde.
Diese Leute haben einen korrupten Glauben, welcher da ist, dass sie sich helfen und gegenseitig unterstützen, ungeachtet ihrer Unterschiede im Glauben und in den Praktiken. Und dieser Glaube erlaubt es ihnen, jede Person zu loben. Sie können ihn, also jemanden, sie können ihn für bestimmte Taten kritisieren oder ermahnen, aber allgemein halten sie ihn für zuverlässig und vertrauenswürdig. Dieser Glaube ist im Widerspruch zur Methode, zum Manhaj von Ahlus Sunnah, von den Leuten der Sunnah. Ahlus Sunnah, also die Leute der Sunnah, haben den Glauben, dass eine Person die Gemeinde der Sunnah verlassen kann, aufgrund dessen, dass sie in eine Erneuerung fällt. Dieser Aspekt der Methode des Manhaj wurde von Imam Ahmed in seinem nützlichen Buch Usulus Sunnah erwähnt. Er sagte, also Imam Ahmed, und von der Sunnah ist es, dass wenn eine Person nicht an sie glaubt und an ihr festhält, also an der Sunnah, so wird er nicht von den Leuten der Sunnah angesehen oder so zählt er nicht zu den Leuten der Sunnah. Kurze Anmerkung hier, es ist egal, welche Übersetzung man wählt, ob man nun sagt, er wird nicht so angesehen oder er zählt nicht dazu, das Ergebnis ist das gleiche, er gehört nicht zu den Leuten der Sunnah. Nun weiter mit der Aussage von Sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhullah. Deswegen ist es verpflichtend, dass eine Person an alle Aspekte oder Ansichten der Sunnah, über die er Wissen hat, festhält. Infolgedessen ist es so, wenn eine Person eine Sunnah verlässt oder ablehnt, über die Erkenntnis hat, über die er sich bewusst ist, und stattdessen wählt er eine Erneuerung zu praktizieren, während er sich voll bewusst darüber ist, so wird er mit Gewissheit nicht als eine Person der Sunnah angesehen. Das ist das Ende der Antwort von Sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhullah, und dies wurde vom Arabischen ins Englische von dem Bruder Mustafa George, hafidhullah, übersetzt.